Goedemorgen Marius alle, welcome hier. Mijn vriend dat je Lebenswasser zijn van de aus Marius, dankzij voor uitkomen. Je hebt beschouwd, wanneer ik zei dat je ja zet. Ik zei, zo'n mensen zijn uitgekomen als ja's van jou. Want je mij niet getroffen had, mij niet gaan. Ik zie Jacob, ik zie de leidende pastor hier. En mij is een beetje eer, want ik zei, nieuwe mensen komen, mensen wat du kannst komen bezieken. Dat is van jou, even voor de Ingestattung, voor deze Diakonbestätigung. Von der ist ein sehr besonderer Tag. Wir haben eine Diakonbestätigung. Wir sind bloß sehr excited für dort. Wir freuen uns für dort. Und ich will ein bisschen mehr vertellen von unserem Bühnenprojekt mit einem Update und dort. So wir haben some besondere Dinge von der. Wenn das eine Diakonbestätigung fair wird, dann Jank hat mir bloß hostig Karten ein klein bisschen vertellen und dann ein bisschen sagen, wo wir die Diakon bestimmen. So erstens will ich sagen, die neue Diakonte von der, was wir bestätigen, das sind Roland und Renita Kornelsen. Und wo tun wir dort? So, wo kommen wir dort, dass wir neue Diakon haben? Well, wir kicken unser Diakon-Team, wo groß der ist, der Arbeit, der Weg von der Arbeit, können sie dort geroden und all die Dinge, dass es nicht zu schwer ist, bloß auf einen Couple. Und dann, wenn wir hier sein, uns fehlt da mehr Menschen bei zu tun. Dann, da wir als Elders, wir kommen taub, wir reden davon, wir beten darüber, wir bringen Nomen taub, jeder einer bringt den Nomen an, das ist, was ich an denke, soll wir diese Frau zum Diakon sein. Und wir fragen auch die Diakon, was de dein dan als Diakon, wir fragen, haben je Nomen, denkt je an wem bleibt je, was je würde feiern kann, mit Taubschaffen in den Team, sie bringen uns Nomen, und wir kicken dort wir beten dort und wir fragen bis Gott für seine Leitung dort, und am Ende von Tag, dann merken die Elders die Entscheidung, und die sagen, wie wir gleich diesen Couple zu fragen, zum Diakon sein. Und so was wir dann tun, ist, wir gehen dann noch das ein paar Lieder und fragen, haben ihr mal gedacht, dass die sollen Diakon sein, wo die gleiche Diakon zu sein. Und wenn sie sagen, ja, sie sind ehrlich, sie würden das ehrlich tun, dann gehen wir fertig mit dort. Wenn ich einmal würde sagen, sie hätten doch niemals an gedacht, oder sie würden das nicht will, dann würden wir zurückbacken. Aber ich kann Ihnen sagen, dass bei so wie, wenn wir haben gefragt, ein Gebetsfall sind gewesen, dann hat auch jedes Mal gesagt, wir sind bereit, zum Diakon sein. So wir sind excited für dort, dass wir nie ein Diakon-Couple haben. Ich will hostig sagen, mit von ihrer Arbeit. Die Hauptarbeit, was sie tun in der Kirche. Diakon-Couples oder Diakon tun verschiedene Arbeit, vielleicht in verschiedenen Kirchen, besonders wir das hier tun. Eine von der Arbeit, was die Diakon tun, ist, sie gehen raus und sie besiegen Menschen, die krank sind oder im Hospital vor, wenn wir antworten, dass wer krank ist. Und auch wenn die im Hospital sind, wenn es Hilfe fehlt mit der Paperwork oder der Insurance oder Ideas oder Route geben, was sie können tun, wenn es sehr gut ist, dann helfen die Diakon der Route geben und dort. Und auch sie helfen auch mit Geld, finanziell, wo immer sie können, mit dem Part, was sie können, mithelfen. Und dann auch ein großer Part, was sie tun, wenn wir ein Begräbnis haben in der Kirche, die Diakonen sind auch ein großer Part von dort. Sie helfen mit dem Begräbnis, dort alle Plan, mit den Grabhafen, mit den Menschen umgehen, den Eten daheim bringen, all dort ganze Dinge. Sie kümmern sich da sehr um dort Part an ein Funeral. Ein anderes Ding, was die Diakonen tun, sie tun auch das Reinmerken, wenn wir Abendmahl haben. Sie merken den Wein und das Brot und dort alle rein und sie dienen an den Tag. Vielleicht hier so fern, oder bei der, wenn wir das bei der rückgeben, was immer das ist. Die Diakonen, die serven, die dienen mit Abendmahl. Die Diakonen, die schaffen mit 5% von dem Budget, was wir haben. En andere wird von dat Geld, was hier am Sonntagssummarisch nennt, kommt eine Kost, 5% von dort jetzt jeder Werk, dort jetzt noch eher Account so zu sein. Und mit dort können sie schaffen, die Menschen helfen in sie gehen. Verschiedene Wege, wo sie helfen dann. Und sie merken ihre Entscheidungen da aus dem Team, wo viel und wo sie helfen wollen und so was dort. So ich will etwas Mut zu sprechen und Ihnen bedanken für das, was Sie geben tun. Wenn Sie geben tun am Sonntagssummarisch hier, und ich habe einmal den Part von das, dass ja doch dass die Diakon schaffen kann, um an sie gehen, Menschen zu helfen auf finanzieller Weg. Hier sind ein paar Dinge, was wir nicht der Diakon-Frau zu tun. Und ein Ding ist, wie Frau nicht der Diakon, dass sie soll am Sonntagssummarisch hier predigen und lehren. So wie Frau hat nicht nur dort, sie sind nicht required, nicht, dass sie hier lehren. Ein anderes Ding, was wir nicht nur Frauen, ist, dass sie die jährliche Belehrung tun in der Kirche. Spiritual Discipline.
Want veel met mensen te schaffen, met je traag te wijzen, am Jessel je weg, dat de elders ihre Verantwortung en nicht de Diakon hat. So, sie brauchen nicht dort doen, although sie mit Menschen reden, sie können Rot geben, halten auf viele verschiedene Wege. Alles von dort ist jässlich, aber ich glaube, ihr wisst von was ich rede. Die Belehrung ist noch ein bisschen was anderes. Sie kommen einmal im Monat auf, die Diakon haben Meetings und sie planen und sie gucken, wem haben sie geholfen, was wollen sie noch tun, was können an sie jeden tun. Und dat is ze verder gaan op ihre monatliche meetings. Op deze meeting, du hast Pastor John en Lorna zijn ook. Pastor John is de directeur over de diakon. So is het schaf in het kerk, al onze ministries wat we hebben, die zijn over zijn van een directeur. Een director wat dat over zijn dat roet geven en zo wat er staat. In den diakon team, du hast ook een couple wat de leraar zijn. En so, wanneer op eenmaal help fehlt, er roet fehlt, dan is er een director wat in kan beetje roet geven en helpen met dat. En dat is Pastor John. En zo, nächste wil ik vragen naar Pastor John Lorna, wanneer je opkomt. Zij zijn de directors, de leraar over de directors over de diakon. Nächste wil ik vragen dat Roland en Renita, dat je opkomt. Dit is het niet het koppel, wat we vandaag als diakon merken. Wer wil een hand geven dat ze opkomt? Ja. Nächste wordt Chito en Tina Freisen opkomen. Zij zijn de leider in dit team. Zij leiden dat aan met de meetings en zij willen ze meetings hebben en leiden dit ganze diakon team. Nächste wordt Pancho en Maria opkrijgen. Pancho en Maria Dick. Nächste Frans en Tina Niefeld. Ja. So, dat zijn Frans en Tina Niefeld. Nächste, Peter en Lisa Fair. En dan nog Peter en Agatha Weeb. So, dat is het diakoon-team. Zeer fijne team wat we hebben. Wat ik wil zeggen ook, dat in den diakoon-team, in den diakoon, doen ze serven als een koppel. Nicht bloß als der Mann der Diakon, aber der Mann und Frau, der schaffen taub. Ab viele Städte, wo sie haben vor, dann müssen sie mit dem Mann und Frau Bett reden und vertalen und halten. Und so wie hat das Zeug, so in dem Team schaffen sie taub als ein Couple. Nächste Wort Pastor John wieder leiten in der Bestätigung. Wir fingen dat de diakon, dat wir een voets van Anfang in de kerk, wir het een sehr weche team. En Paulus in zijn brief schrift door eenmaal van dat we zijn diakon en leiders, hij schrift aan Timotheus ook aan Titus, wo deze persoon zullen zijn, er wordt van de aanstelling die zullen gaan en zo'n dingen. Aber ganz van Anfang in de kerk, dan komt er een trouble in de kerk na en dat is waar we zum eerste Mal das Deacon-Team überdeelt komt. En ik wil hier een paar vers lezen. Dat zegt in Apostelgeschichte 6, in die Deel, als de Jünger mehr waren die griechische Juden unzufrieden über die hebräische, wils wetfrüs waren, wie die dächtliche Todeilung über sein. Na, ich habe in meiner Multien von geredet, dass von Anfang in die Kerk wie jüdisch, aber da wären zwei Gruppen. Da wären die hebräischen Juden, dort wären die, was am Land wären gewasst, die wären in Jerusalem abgewassen sozusagen, in der Gegend. Aber die griechischen Juden, die kamen von Utland. Die kamen von Rom oder Korinth oder Thessalonik, irgendwo in der Gegend. Aber die wären nach Jerusalem getragen, vielleicht wären sie Christen wären geworden. Aber nun sind dort zwei Gruppen und nun waren die griechischen Wetfrühs, die waren nicht bedient, so es dort fehlt. Und dann fangen die Menschen an zu grenzen über dort. Und dann sagen die Apostel, dass sie sollen sich 7 griechische Männer auswählen, was die griechische Seite von der Kirche waren bedient. Und das ist, was sie tun. Aber hier ist ein sehr wichtiger Punkt, was ich will rausheben. Das sagt in Vers 2, dann raubten die 12 die Jünger alle Tauben sehen. Und das ist der Hauptpunkt, was ich nu will lesen. Das ist auch der Hauptpunkt für mich, für das Team. Dann sagt er, dann raubten die 12 die Jünger alle Tauben sehen, dass es nicht reicht, dass wir unser Luten dort Worte predigen, um an die Daschen zu dienen. Dann wird der Feind versucht, von Anfang an die Kirche zu vernichten.
Ein Ding, was deut wird, dass er will sein, der Prediger oder der Apostel in das Fall, Druck zu merken mit Daschen bedeuten, mit anderen Dingen, und es steht, dass wird Gottes Predigen in Menschen in der geistlichen sich anhalten. Das sage ich auch für Kirchen, dass Prediger tun Arbeit, was die nicht sollen tun, wenn das nicht entweich von in Gottes Wort sein, von Beten, von Predigen. Meine Hauptgabe ist Predigen. Die Gabe auf Gott mir gegeben. Und meine Gabe ist Predigen in unserer Rechten. In das Team merkt das möglich für mich, dass dort meine Hauptarbeit kann bleiben. Ich brauche nicht an Daschen nein. Ich brauche nicht vorhin wem mit Geld halten. Dort ist das Team. Und so wir haben andere Teams in der Kirche, die auch an dort halten. Aber das Team, das ganz besonders für mich. Und dann stellten sie diese an und sagten Vers wieder, diese stellten der Apostel vor. Die beten eben an und leden an die Hände ab. Und dort Gottes Wort, nu hört was das sagt, und dort Gottes Wort verbreitet sich in die Zahl von jener Wort in Jerusalem immer größer. Und dort kommen auch viele Priester zum Glauben. Die Ursache, dass die Kirche war, und die Ursache, dass das Wort Gottes rütting, wir werden wie ein Diakon-Team. Sei da nicht predigen, was Pastor Jacob sagt. Die meisten von echt Grünland einmal, wir wollen ein Predigen merken, aber dort ich bloß, wenn ich will, haben sie sagen, was tun für mich. Aber das ist bloß Spaß, aber sie dann nicht unbedingt predigen, aber sie spielen eine Hauptrolle in das ich kann predigen, in das Pastor Jacob kann predigen. Das ist unsere Hauptarbeit. So ich bin sehr dankbar für das Team. So as Pastor Jacob sagt, wir dann nicht immer sein, wir fahren immer zu einem Meeting. Ich sehe da hauptsächlich, wenn du es freistehst, aber ich sehe da auch ab dem Meeting, aber es steht da frei, er leitet das Meeting gewöhnlich und sie dann sehr unter sich Salz anladen. Ich sehe bloß nur, wenn mal ein bisschen Diaperrut fehlt, oder vielleicht fehlt Rut von den Elders oder so eine Dinge, dann sehe ich da. Aber sie dann ist sehr gute Arbeit. Und so das Jeff hier in das Team ein bisschen anders. Peter und Otje dort ein, sie haben für 8 Jahre gedacht, dass die kommen. Und sie stoppen nicht, wenn sie feilen, sie sollen das verdienen, oder sie wollen mit das was. Und dann Roland und Renita haben ihn angenommen als Diakon, so wir wollen über ihn beten. Und von hier wieder sind sie Part von uns Diakon-Team. Und wir schicken sie für euch, mit ihnen zu schaffen. So wird ihr hiermit wieder nach vorne kommen, wird die andere Raum kommen und hängen bleiben, dann will ich beten. Ich würde für eine Versammlung abschließen, weil wir strakkweilig in den Hängen weil wir über ihn beten. Ziemlicher Führer, Dankeschön für Diakon. Dankeschön für das Team. Das ist ein wichtiges Team in der Kirche. Von Anfang an gewesen. Und du hast immer wieder das Team gebraucht, um die Rechtbühren. Und ich danke besonders für ihn, dass sie das auch für mich möglich machen, dass ich meine Arbeit tun, was meine Hauptgabe ist. Aber wir werden uns sehen, besonders über Roland und Renita, wo du ein Fall mit den Heiligen Geist für diese Arbeit. Ihr findet viel Weisheit und viel Gnade. Beschützt ihre Familie. Vielmal die Feind gerät an Menschen, was besonders in dieser Sorte Arbeiten sind. Und ich bete den Schutz über ihn. Und wir beten sozusagen in den Türraum an, dass der Heilige Geist irgendwas leiten. Ich bete für das ganze Team. Ihr findet Weisheit. Und wenn sie mit Menschen handeln und fährt mit so, was in Not sind, ihr findet die rechte Einstellung, die rechte Leute und halbend am rechten Weg tun. Wir werden auch für Peter und Otje, wenn sie rausgehen, ihr findet sehen, wir danken dir für die Arbeit, was sie tun haben, und wir wollten die wahrscheinlich wieder leiden, und die wahrscheinlich wieder in eine besondere Arbeit brauchen in dieser Kirche. Und wir danken dir dafür, und wir beten auch Schutz über ihre Familie, dass sie können abpassen für die. Dankeschön, Führer, dass du mit uns bist. Dankeschön, dass dein Geist hier ist und dass er in uns wohnt und dass er uns leitet. Wir beten es in deinem Namen. Amen. Ich kann ihn tun. Ich will dir ein kleines Update geben und die meisten von Ihnen wissen dort, dass ich heute in einer Operation. Die wundern, was ich eine dunkle Brille habe, dort habe ich, wenn ich will Child sein, das ist am anderen. Not just kidding. Aber meine Ehe, dort ist, ich kann mein linken Ehe operieren, das ist nicht klar noch nicht. Der Doktor sagt, dass er volle Hub nicht, da wird noch ganz klar checken. Aber die haben noch mal an getan, das ich dachte. Und so, wenn sie Menschen in die Ehe aufschneiden, das macht nicht. Aber dann bereinigen tun sie. Und ich bin sehr, sehr dankbar, das soll viel besser als das wir, aber das ist noch nicht, wird es soll sein. Dankeschön für Beten. Und ich weiß, viele von Ihnen haben uns gesagt, dass die beten für uns. Vielmal Dankeschön dafür. Und ich hoffe sehr, dass ich klar sein kann und ich kann sein, wo Schmackchen sind und all die Dinge.
Aber ich bin sehr dankbar, dass ich mit meinen Rechten die auch krank sein kann, so dann kann ich werden schaffen. So, vielen Dank, schön, mich Gott zu sehen. Goedemorgen, Lebenswasser Kioak. Dit is een bekonmerking voor deze werk. Nu dinsdag, met in Sassen, hebben we een vrije dag gepland. Hier is de video voor dat. Hallo, ik wil die aanloden tot een vrije dag, met in Sassen bij Lebenswasser Kioak. Dat wordt Latijn zumeist omvang, wat klok 5 uur middag. We worden verschillende redenen hebben, zoals Kornelsen, Anna Friesen, Lily Fair en nog meer. We willen de geschenken weggeven, geschenken uitlassen en dat wordt op middag zijn. Zo, alle vrouwen en meisjes van 12 jaar en alle, laat je vrienden en kom uit voor een schöne dag. Zijn we ons door. Dus opkomende zondag, met in Alphen, plannen we Mamesdag celebreren hier bij Lebenswasser Kioak. So, da wird ein besonderer Gottesdienst sein. Lud deine Mom an, Rüte kommen, die wirst du nicht vermissen. Kommt Rüte aus deiner ganzen Familie. Und da wir alle Tag Mamestag zelebrieren, in dieser abkommenden Sonntag. Und dann zu Latz werde ich die gleichen Mote sprechen. Wenn die darüber interessieren, Lebenswasser Botschaften zu finden, Lebenswasser Anbetung, Leute zu horchen, vielleicht auch bei Gott Videos zu kicken, Wort für Fendeo, verschiedene Bücher, wo da plötzlich etwas satt sind, dann werde ich die Mote sprechen, sieglebenswasser.org. Online. Dat is onze website en du kannst all diese verschiedene Sachen du boven finden. Du kannst uns auch finden auf Facebook, YouTube und Instagram, verschiedene Stellen, wo du kannst unsere Bilder und Videos einmal finden. Sag mal die Motorsprechen, wenn ihr das würde interessieren, Sieg Lebenswasser Kioak online. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Dankeschön für die Anhörung. Alright, so die Botschaft von der den an ich Bühnen für die Zukunft, das war eine einzelne Botschaft, die allein ist. Das meint es nicht Part von einer Series. Wir sind in einer Zeit, wo wir kicken Bühnen für die Zukunft. Und, well, ich glaube, das ist ein Wort von uns alle von der. Wenn wir kicken so wie Bühnen tun, wie uns Menschen wie gleichen zu Bühnen. Und wenn wir Bühnen, das ist immer für die Zukunft. Wir Bühnen für die Zukunft und so, dass wir auch hier in der Kirche, Gott sehen direkt Bühnen. Dat wollen wir mehr Diakonen aanbrengen und so weiter. Wir bauen für die Zukunft. Ich will von der auch ein kurzer Update geben an unser Bauprojekt, das Gebiet, was wir bauen. Und wenn wir ein Gebiet vergraben oder bauen oder hier irgendwas tun, wo das mehr Raum gibt in der Kirche, dann nennen wir das einmal ein Meier für Jesus. Wenn wir bauen, dann sagen wir einmal, das ist ein Meier für Jesus Projekt. Wenn die Ursache, wohin wir bauen, das ist, wenn wir wollen mehr Menschen erreichen für Jesus. Da nennen wir das ein Meier für Jesus. Und so, das ist nicht bloß ein Gebiet, das ist eine Stadt, wo wir taub kommen, wo wir gelehrt waren, wo wir taub kommen für Gebet, wo wir Freunde und Familie können taub sein, Fellowship, Gemeinschaft haben, wo wir Jesus kennenlernen. Und so, in Psalm 66, weil die erste paar Verse, aber Vers 4 und 5, da sagt es, dass alle Menschen, das Gott anbeten. Und wir loben mit Leuten, und wir heben am Hoch, wir singen und all diese Dinge. Und dann Vers 5, da sagt er, komm und check, was Gott getan hat. Und das ist, wo wir von der sind aus Kirche. Wenn ich zurückcheck unsere History von der Kirche und mir ein bisschen anschaut, wo wir und wo wir sind gekommen und Menschen, was wir erreicht haben, Lebens, was verändert sind, dann kann ich nicht anders zum sagen, komm und check. Kommt und check, wo gut Gott ist was. Heißt so gut was zu uns, zu Lebenswasser, wo wundervoll sind auch die Worte am Menschen helfen. Gott ist so gut was zu uns. Mir haben hier was Bilder zu wiesen von unseren Projects, als wir anfangen. Das wir im Juni 2023, als wir die Erdbrechner nächste. Wir kommen taub, wir beten, wir haben eine Zeit für Gebet, das sind die Elders, was da hinter mir sind, und wir haben ein bisschen Zeit, wo wir Gott für Verleitung und das. Nächste. Das, wo wir die ein bisschen Strippen aufgemalt haben, beglickt und dass wir im Sommerabend, dass wir alle taub kommen, und wir sehen, wer wir anfangen zu bauen. Und so wir brauchen die Erde dort. Nächste.
Das wird dann ungefähr 5 Monate later, dann wir ein Dankfast, 2023, dann haben wir ein Konzert mit El Valle, nächste. Dann haben wir dann noch nicht Flurband, der dort mit Plunzen bei Tauhang, wir bist die Schal, und wir haben ein guter Thanksgiving. Viele Menschen kommen raus, haben eine sehr gute Zeit, even ab die Erdflur. Nächste. Das sind die Gruppe, die uns dann da mit dem Konzert. Nächste. Har een beste goede tijd op de stijle zetten op de eerd en top vertaal smakke mensen hebben. Nächste. Dit is al een jaar later, november den 3. 2024, dan hadden we een concert ook op een dag vast met David Tuifs. Dat lijkt wat we niemals vergeten kunnen met de smakke strobeels erbij. En zo, we hadden een concert daar. Veel mensen kwamen uit den avond op den concert. Wäre vielleicht 1500, 1600 Menschen, die rauskamen. So wir müssen gute Zeit. Nächste. Hier ist ein Bild von, als der Prozess anfängt, als der Schal da wird, der Tag wird dann abgebaut auf das neue Gebiet. Nächste. Hier sind some Bilder, kostbar die durchgehen, ist das Wort von Büterei gemerkt, oder Tau gemerkt. Hier soll noch ein bisschen wieder der Länge, das Gebiet. Das ist das von Bern, ein Stückchen Tricksach, ein Teil halten angegangen. Das ist das ungefähr Nüset, so Dinge all geframed. Hier ist noch ein Bild von der, das ist geframed wird. Und das ist das Nüset von ungefähr. So ein Bild wieder. Das ist der Auditorium-Sit, der Saach. Das ist der Poolste Stunde. Das ist von dem Stage in den Auditorium, und das Sanctuary, das ist das nu ungefähr Sit. Und so, das ist so wie das wir sind mit dem Geld, was das nachgekommen, das 60,2% ist dann nachgekommen, mit was wir nu kriegen schaffen. Und so ich will bis zu Jugend alle sein, was die Jeft hat, das ist ein Projekt, das in Bü, vielmal Dankeschön. Dankeschön, dass die Jeft hat. Wenn auf einmal somebody else, was sagt, sie hat noch nicht Port gewasst von dort, die kann dann nur noch Port von sein. Unsere Idee ist, dass wir das Gebiet können vorig merken, mit Mut, mit Kraft, kraftig das vorig merken, mutig das vorig merken, und bis das wird stark wiedergehen. Nicht unbedingt busig, aber kraftig. Dass wir können das kraftig vorig merken, mutig das vorig merken. Mein erster Punkt von der ist, Gott ist ein Bücher. Gott ist ein Bücher. Gott ist ein Bilder. Er hat den ganzen Universe gemerkt, alles was wir sein, die Welt gemerkt, alles was wir sein, hat Gott gemerkt. Der Schmack des Sunsets, was wir sein hier in unserer Gegend, Gott hat das gemerkt. Wenn wir nach den Sternen checken, Gott hat das gemerkt. Die Wissenschaftler, die Scientists, die sagen, dass von der Tag, wenn sie checken, kommen nie mehr Sternchen vor. Sie sagen, dass das nie Sternchen, was da geboren war. Und so Gott ist in seiner Natur, ist, dass er ist ein Bücher, er büht Dinge, er merkt Dinge. Und der erste Moses, der sagt, dass Gott der formt den Mensch. Und ein paar Vers Luther, der sagt, dass er merkt eine Früh. Und so Gott, der redet immer zu den Dingen, von wo das soll von kommen und von wo das soll in der Hol sein und wo das wird hingehen. So wenn Gott will was bauen, dann redet er immer zu dort, von wo das soll kommen und von wo das soll in der Hol sein, sustained und wo das wird noch hingehen. Er sagt dort, lass die Erde Gewas verbringen. So er redet zu der Erde, lass die Erde Gewas für Bäume, Planten, all die Dinge. Und er sagt auch, lass das Wasser mit verschiedenen Tieren schwärmen. Lass das Wasser voll Fisch sein. Die Fische, die sind in der Hole von das Wasser. Er sagt, lass lebende Tiere auf diese Erde verkommen. Er redet zu der Erde, dass das soll verkommen. Und so, wenn Gott was baut, dann redet er zu dort, von wo das soll kommen. Und von wo das soll in der Hole sein und wo das wird hingehen. Na, hier ist das interessante Ding. Es er uns will, es er mich und die will, dann redet er zu sich selbst. In 1. Mose 1, Vers 26, und dann sagt Gott, weil wir Menschen merken, er redet zu sich selbst, zu ihm, zu Jesus, zu den Heiligen Jesus, er sagt, weil wir Menschen merken, das ist wie in der uns liegen. Dort ist mir interessant. Wir kommen von Gott, wir sind in der Hole von Gott, wir gehen zurück nach Gott. Und du sagst, oh, warte mal, gehen wir nicht zurück nach der Erde? In 1. Mose sagt, dass wir gehen zurück nach der Erde. Der Körper, der geht zurück nach der Erde, wenn wir sterben. Aber uns Jesus ist in der Hole von Gott, der geht zurück nach ihm. Und so, wir sind von Gott gemerkt, wir gehen zurück nach ihm. Uns Jesus geht zurück nach ihm. So, was wird passieren, wenn ein Plant auf einmal wird sein, ich riet mich aus der Erde aus, ich weiß mich selbst, ich will mich selbst weiten, ich brauche nicht mehr die Erde. Wir wissen alle, der wird sterben, der wird tot. Und wenn der Mensch hat, auf einmal wird sein, ich trage mich weg von Gott,
Ich brauche nicht Gott, ich will mich allein weiten. Gott sagt, den Tag, was ihr dort tun, dann war ihr für sich gestorben. Vielleicht nicht unbedingt ans Körper, aber ans Jes, was dort sind. In 1. Epheser 2, Vers 1, da sagt er, je werden in jene Sünden jässlich dort. Ver wie am kann, wie wir in unsere Sünde jässlich dort. Wie wir weich von am. Nicht bloß büt Gott uns, nicht bloß hat Gott uns gemerkt, aber er hat uns nie gemerkt. Rebuild, ab Englisch haben wir das Wort von Bild und Rebuild, er hat uns nie gemerkt. 2. Korinther 4, Vers 17, da wenn wer in Christus ist ein neuer Mensch, er ist nicht mehr, was er vorher war, man ist nie gemerkt, er ist was nie geworden, es ist Rebuild. So Gott ist ein Bücher und Gott, der auch nie merken. Mein zweiter Punkt ist, Gott, der büht sein Haus. Gott büht sein Haus. In 1. Korinther 3, Vers 9 sagt er, dass wir sind Gott seine Mitarbeiter und wir sind Gott sein Ackerwerk und Gott sein Büwerk. Das ist ein bisschen ein Projekt, was am Gehen ist. Er schafft an uns, wir sind sein Büwerk. Er büht an uns. 1. Petrus 2, Vers 5 in Lotjünd, so ist von lebenden Steinen ein jährlichen Tempel gebaut worden. Und so er sagt, dass wir sollen ein jährlicher Tempel sein, damit er eine Stadt hat, wo er kann wohnen. Er büht uns, er will eine Stadt haben, wo er kann wohnen. Eine Wohnstätte für Gott. Epheser 2, Vers 19 und 20, das sagt, dass nu sind wir nicht mehr fremde Wanderer, aber Mitbürger mit den heiligen Gliedern, Gott seine Familie, wir sind alle Part von dieser Familie in ihm, der Apostel und Propheten der Grund gebet ist, woran Christus selbst der Reich der Eichstein ist, durch dem der ganze Bü taub hält und wost. Gott seine Familie, der was, wir sind alle Part von da, heißt der Eichstein, am Arm geht und alle dort, wo ihn alle taub hält. So dass es für den Herrn ein heiligen Tempel gibt, in dem sind die auch nie gebaut, rebuilt, so dass Gott in eine Wohnung hat. So, er will eine Wohnung haben. Im Jes wohnt er in uns. Gott, der wohnt in uns. Er baut uns, hat uns gebaut, hat uns nie gemerkt, und er will in uns wohnen. Er will eine Wohnstätte haben, wo er kann sein. Now, wenn wir sagen, dass wir sind das Gebiet, wir sind der Tempel, dann wo werden wir ein Gebiet bauen? Wo werden wir ein Kirchengebiet bauen, wenn wir das Gebiet sind? Wenn die Schrift lehrt, dass wir sollen taub kommen, wir sollen versammeln, wir sollen in eine Versammlung taub kommen. Hebräer 10, Vers 25, von einer Versammlung weich bleiben, so ist einige dort down, wie wir können sagen, in unseren Fehler, dort wollen wir nicht. Aber viel lieber in ein anderer Motto sprechen, Ab Englisch wird das Wort gebraucht, gather, dort meint taub kommen, taub rufen. Und das ist ganz deutlich, wenn wir gather, wenn wir alle taub gerufen haben, das merkt uns sein, right? Das ist taub gekommen. Aber das ist auch ein anderes Wort, was wir manchmal brauchen, dort nennen wir versammeln. Und das meint assemble. Und assemble, das ist taub gesagt. Das ist noch ein bisschen mehr als bis taub kommen. Wir sagen manchmal, wir sind hier taub gekommen. Aber das ist mehr als bloß hier taub kommen und sind auch Samaris. Wir sind versammelt, wir sind taub gesagt, wir sind eine Familie. In Gott sieht eine Familie, sind wir taub, we're a family. Das soll eine Stadt sein, wo wir taub kommen aus einer Familie. Wir sind taub gesagt, das passt taub. Ich arbeite für Jahre in einer Fabrik und wir bauen Feuertrailers. Und wir mögen das Isa alle rein, wir das in Dosen nehmen, wir haben einen Partner an. Und wenn das Isa ist geschnitten, wir ein Trag gebaut, haben wir das in Dosen bauen. Und ich würde ihnen können sagen, das ist ein Feuertrailer hier. Und die würde sagen, no, das ist noch bloß Isa taub gerobt. Das ist noch nicht ein Feuertrailer. Und aber wenn das ihr stärkt der Assembly Line, wenn das ihr taub gesagt wird, dann gibt das ein Trailer. Und wir kommen hier taub, mehr als bloß taub kommen. Wir sind hier taub gesagt, wir sind ein Part von der Familie. Und dort wollen wir am Sonntagsmorgens taub kommen, dort wollen wir in Gebiet bauen. Wenn wir in Gebiet bauen, das Gebiet ist mehr als bloß ein Gebiet. Wir sagen, das ist mehr für Jesus, dass wir mehr Menschen können erregen für Jesus. Das Gebiet ist bloß ein Bereitschaft. Das ist eine Bereitschaft, was wir können brauchen, um Gott sein Recht zu bauen, aber das Gebiet ist eine Bereitschaft. Ein Ding, was mir sehr umhört ist, und das kann ich mitnehmen, ich hoffe, das für ihn auch, und das ist, wir wollen keinmal nicht bloß eine große Kirche sein. Wir wollen nicht bloß eine große Kirche sein, aber wir wollen eine Kirche sein, was ein großer Unterschied merkt. Wir wollen nicht bloß eine große Kirche sein, aber wir wollen eine Kirche sein, was ein großer Unterschied merken. Das ist für
das Verlangen ab mein Hart gewas, ich nahm dort einmal, wie wollen große Footprint loten, wie wollen große Foutspur loten in unsere Gegend. Nicht bloß zwischen, wenn uns durch ans Garten ist, ein kleiner Chihuahua-Hund durchgerannt. Ich denke dann noch mal, dass ein Leben durchgegangen mit dieser großen Fight. Das zu sein, dass ein enger Scheit in wie kicken uns rum, wenn wer es hier war. Und so, als Kirche, wir wollen nicht bloß eine große Kirche sein, wir wollen einen großen enger Scheit merken. Die Frage ist dann, wo merkt wir einen großen enger Scheit? Wenn wir wollen eine Foutspur loten in unsere Gegend, wo wollen wir das tun als Kirche? Und hier sind some Dinge, was an mein Hart ist, was ich denke, wo wir wollen enger Scheit merken. Nummer 1 ist mit so einem Leben, ist, was wir leben für Jesus, bis sie diese Feier wegen. Wenn wir rausgehen Sonntag hier zu studieren in derche Weg, dass wir so ein Leben leben, dass wir was zu sein sind, dass wir Jesus in uns Hart haben und wir ein anderes Leben dann. Ich sehe einen Stau trägt, hier ist das so on stage, dort ein von den Wegen, wo Menschen nach der Kirche kommen, das ist, wenn wir Menschen einladen. Das sind die meisten Menschen kommen, wenn er wird eingeladen. Lothar kam ein junger Mann an mich und er sagt, wir sind hier in der Kirche, aber wir sind hier nicht, wenn uns wer hat eingeladen. Und ich sagte, wo seid ihr denn hier? Er sagt, wir sind hier, wenn ich schaffe mit einem anderen Mann von jener Kirche, ich schaffe mit dem in der Office, und er kann sein, wo er lebt, er kann sein, wo er redet, er kann sein, so dass er seine Arbeit tut. Und ich kann fragen, wo bist du in der Kirche? Ich würde gleich Porte sein von der Kirche. Ich wünsche, dass wir in der Kirche sind, wo wir einen großen Unterschied merken, so wie für Jesus Leben besiegt, diese Feier wegen. Wir wollen einen großen Unterschied merken, mit, so dass wir uns einander leben und respekten. Dass wir nicht zu hastig sein, hast du gehört von denen, hast du sein, was du tut, und das von Lebenswasser. Hast du gefragt, wo du kannst halten? Live bewiesen. Ich will haben, wir sollen eine Kirche sein, was große Unterschied merken, dass wir uns einander leben und respekten. Das andere Ding ist, ich würde gleich, wenn wir eine Kirche können sein, was wirklich wird freiwillig sein, einen großen Unterschied merken, in unserer Gegend mit freiwillig sein. Dass wir bereit sind, willig sind zu geben. Auf viele Wege in unserer Gegend, wo wir keine Menschen mithalten. Ich habe über mehrere Jahre alt von geredet, 5 Jahre zurück gesagt, en ik kijk dan kan men help met zijn, de finances even zijn. En we kijken dat even, wo onze 10% han jet, van zondagsmorgens, wat het geld hier nennt, kan 10% geven weg. En ik zei tegen deze persoon, ik wil in mijn mind, in mijn gedanken een nummer, ik wil gleich een dag, wanneer we kunnen bij dit nummer komen, wanneer we kunnen zoveel weggeven uit onze 10%. En hij zei, van wat ruimt die, van wo hast du dat nummer her, wo wil we ever bij daar komen? En ik zei, ik heb dus den droom, ik heb de visioen, ik geloof aan dat we kunnen bij daar komen, dat we als kerk kunnen, x amount weggeven uit onze 10%. En daar zijn we nu al eng voorbij bij dat nummer. Dat is wel junt. Wenn wir merken große Unterschied, wir sind vrijgevig und wir merken große Unterschied in unserer Gegend. Ein anderer Weg, wo ich will sein, dass wir einen großen Unterschied merken in unserer Gegend als Kirche, das ist das Menschen am Kirche sein. Bloß, dass sie die Kirche sein. In general, dass sie den Glauben, was sie haben über die Kirche. Kirche ist viel mehr, das ist eine Abgabe, hier mache ich keinen vor, mir ist es schein, aber ich muss das sein, und wenn ich das sehe, dann habe ich meine Arbeit getan, und das ist, was Kirche ist. Kirche soll eine Stadt sein, wo wir hinkommen, wo uns das Schein geht, nicht bloß aus einem Duty, aber eine Stadt, wo wir tüß sind, wo das Schein geht, hinzukommen, wo wir angenommen sind, wo Menschen sich viel angenommen, wo Gott sein Leben zu viel lässt. Eine Kirche, was bloß eine Stadt ist, wo wir tüß sind. Eine Kirche, was klare, praktische Botschaften haben und Sonntagsmorgens, wo wir diese Botschaften predigen. Und mein Ziel ist, dass Menschen das anders sein als Kirche, wenn ich will nicht bloß ein großes religiöses System bauen. Ich will nicht Part sein von einem großen religiösen System, aber eine Kirche, was die wirkliche Lehre ist von Heilige Jesus. Und so dort wird wir können viele Dinge abnehmen, mit dem ganzen Ding, was wir online tun, dass Menschen uns sein können. Viele Menschen kicken uns online von weit auf und sind ihre Lebens verändert dadurch. Und ich glaube manchmal an so einen Foutspur, der vielleicht geraten ist, was wir glauben, wenn wir denken an, wo das alle zurückgeht und was Menschen können sein und gelehrt worden dadurch. Das Gebiet, das ist eine Stadt, wo Gott uns trifft, wo Gott uns redet, und wo wir können Anbetung sein, wo wir gelehrt worden, wenn ich noch mein Leben kicke, und ich kann es sein, wo ich gewusst habe, durch die Botschaften und das Gott zu mir geredet hat. Das Gebiet soll eine Stadt sein, wo Gott zu uns reden.
in 2. Mose 25, Vers 22, da sagt Gott, da wo ich mit die Taub komme und mit die rede, das steht, was aus dem Gebiet, aus dem Tempel, er sagt, das wo ich mit die komme, ich hier ist das so, wo ich mit die rede. Gott hat zu mir geredet, ich hier Gott seine Stimme, ich weiß Gott redet zu ihnen. Die Kirche ist ein Gebiet, wo wir uns versammeln, wo Gott zu uns alle taub redet, persönlich zu uns redet. Jesus, der sagt, es steht in Matthäus 21, Vers 13, er sagt an, dort steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Das soll mehr sein als bloß ein Gebiet, das ist ein Bethaus, wo wir taub kommen und wo wir beten. Und Jesus das sagt, dann redet er nicht von uns Tempel, als Person, als ein Mensch, er redet von einem Gebiet. Und von der weil wir durch das nie ein Gebiet durchgehen, was wir in Prozess sind mit Bühnen, wo die der auch merken, dass wir dort keine durchgehen. Aber wie seht, wir wollen mehr tun, als bloß dort durchgehen und checken. Wir wollen eine Zeit merken für Gebet. Und so wir haben dort Daschen abgestellt und da sind diese kleine Flyers, diese kleine Bieter Papier und da sind was Bibelvers boven und was Gebetspunkte, was ihr können mitnehmen. Und dann siehst du durch das Gebiet durchgehen, ein bisschen Kaffee nehmen, eine Familie nehmen, da durchgehen, ein bisschen Gebetsvoll sein. Das ist mehr als ein bisschen Gebiet. Das soll ein Bethaus sein. Ihr könnt beten für die Zukunft. Wir beten für die Zukunft und ihr könnt der Port von sein, nicht all, dass ihr bloß in Gebet seid, wenn ihr da durchgehen. Ein von den Dingen, was ihr könnt tun, da in das Gebiet, da ist eine Wand, eine Cementwand, was ihr noch soll Gebet und an der Cementwand kann ihr ein Gebet abschreiben. Was immer ihr für ein Gebet habt, Gott möchte in der Stadt sein, wo meine Kinder, wo Jesus fängt, oder was mein Freund, oder was immer das ist. Ihr könnt da was nachschreiben, was ihr will an der Wand. Und so, wenn ihr da durchgeht, nehmt ihr einen Zeit, nehmt diese Karten mit, wenn das mehr als bloß ein Gebiet. Das steht, wo wir uns versammeln, wo Gott kann zu uns reden. David, der will auch in den Tempel bauen, 1. Chronik 29, Vers 3, da redet David, er sagt, weil mir Gott sein Haus umhartlich, weil ich noch von meinem einen Kapitel geben, er sagt, von was er geben hat, er sagt, dass er Gold und Silber zum den Wein betrachten. Und dann hat eine Frau, Vers 5, da hat eine Frau zu den Menschen, er sagt, wer ist nu auch willens, zum Port zu sein von der den Herrn Gov zu geben. Und dann sagt er wieder in der nächsten Vers, dass jeder Hausholder, der wir willig zum Port zu sein, freiwillig zu geben, sie geben zu den Tempel bei Gold und Silber, Bronze und Eisen und so Dinge. Vers 9 sagt, dass das ganze Volk freut sich darüber, dass so viel Reut wird zu geben. Und wir mit dem ganzen Hort dabei und geben freiwillig den Herrn. Ich rede diese Weg mit einem Mann, ich sage, Dankeschön für deinen unsere Kinderkirche. Du bist ein Usher und was immer sie alles da tun und sie serven da hier mit seinen Freunden. Aber ich sage, Dankeschön für dein. Und dann sagt er, krieg diese Wert. Ich habe ihm nicht von das gesagt, er sagt, wie dein da mit uns ganzen Hort, wie seid ihr mit uns ganzen Hort dabei? Und wenn ich nach unserem Bühnenprojekt kicke, nach unseren Areas, wo wir dein, dann kann ich bis zu ihnen sagen, ich kann das sein. Die sind hier ganz mit ihnen dabei und die dein freiwillig und schaffen mit. David, der hat ein Gebet und dank Gott, wo sie wieder gekommen. 1. Chronik 29, Vers 13. Da wenn, weil wir die unseren Gott dank für den herrlichen Namen gerät, in diesen herrlichen Namen gerät merken. David, der sagt, wer sie ich? Das ist, wer sie ich, dass wir das alle haben können. Wer sie ich? Er sagt, und was ist mein Volk? Wer sind wir aus Lebenswasser, dass wir im Stand wir so viel freiwillig zu geben? Und ich glaube, solange wir demütig bleiben, wir humble bleiben, demütig bleiben, wenn das sagt, alles ist von dir gekommen. Das kommt nicht von uns selbst, wir haben nicht selbst gemerkt, alles ist von dir gekommen. Auch diese Gabe haben wir erst von dir gekriegt, die wir gegeben haben. So wie wir das tauschen und sagen, das ist nicht, wenn uns, wir sind demütig, Gott, das kommt alles von dir. Das wollen wir in der first place, wollen wir haben geben. Herr, uns Gott, das ganze Kapitel, was wir gebracht haben, in deinen heiligen Namen ein Haus zu bauen, kommt aus deiner Hand. Und da wenn, gehört das alle dir. Mein Gott, ich weiß, dass du den Menschen im Hort checkst und freust die, wenn sie abrechtig sind. Da wenn, habe ich die alle auch ein abrechnet hat, freiwillig gegeben haben und mit Frieden sein, wo dein Volk, was hier fertig steht, das alles freiwillig mit Frieden gegeben hat. Und dann das nächste hier, das ist ein Gebet, was ich habe. Und das ist mein Gebet für mich. Das ist mein Gebet für uns als Kirche.
Gott, hol dein Volk, hol uns das Lebenswasser, immer in dieser Gesinnung, mit diesem Mindset, dass das Streben von der Hort ab die gerecht bleibt. Gott, hol uns das Lebenswasser, immer in den Mindset, in der Gesinnung, hol uns immer, dass wir unsere Uhren, wo ab die haben, dass das Streben von der Hort ab die gerecht wird sein. All die Dinge, was wir tun, an uns Hort, an unsere Uhren, wo ab die gerecht sein. Dass wir ab die bleiben, das geht nicht um uns, wir bauen für die Zukunft. Wir bauen ein Haus, wo du uns kannst treffen, wo du kannst uns reden, wo wir sagen, wir wollen mehr Menschen erreichen für Jesus. Und hier ist das Ding, halt das im Denk. Wir wollen nicht eine große Kirche sein. Aber wir wollen eine Kirche sein, wo wir einen großen Unterschied merken. So dann ist die Frau, was kann ich tun? Was kann ich tun? Du kannst dienen, du kannst geben, du kannst anladen und du kannst beten. Mit Frauen, dass du abstehen. Dankeschön Gott, dass du so gut bist, hier was zu uns. Wir kicken zurück und wir sagen bloß, das ist nicht von uns, das ist, wenn du in unserem Herz bist. Und das wird wir von dir sagen, komm und kick. Kommt und kick und seid, was Gott getan hat. Leben sind verändert. Menschen haben die gefangen. Gemeinschaft mit die. Menschen sind zurückgekommen, was weit war wir von die. Komm und kick. Kommt und kick und seid, was du getan hast, Gott. Halt uns aus Lebenswasser, dass wir demütig bleiben, dass uns Hort und unsere Augen immer wo gerecht sind, ab die und gedreht sind, auf die, dass wir die warm sein halten. Und dass wir immer das für uns halten, wohin wir hier sind, wohin wir tun, was wir tun, dass das ist für die, das mehr für Jesus. Halt uns auch, dass wir das klar halten, dass wir bauen nicht bloß ein Gebiet, wir bauen nicht bloß eine Kirche, wir bauen ein Gebiet, wo du zu uns reden kannst, wo Menschen verändert waren, wo Menschen von dir hören und wo wir ein bisschen größer Unterschied können merken, mit uns wie uns leben. Für die, mit Life bewiesen, mit freigebig sein, mit bloß einfach einen Unterschied merken, was nicht ihr bringen. Und so ich frage bis Gott für die Sehen, dass wir wiedergehen, aus Kirche, mit den Büchern und mit vielen anderen Dingen, was wir in der Kirche tun, zu mehr Menschen erreichen. Help uns, dass uns Hort und unsere Gesinnung, was immer am die sind, und dass die immer was die Eigenstein sind von den Dingen, was wir tun. Wir loben dich und wir danken dir, dass du so gut bist zu uns. In Jesu Namen beten wir. Amen.